2020, das ist das Jahr von den 5 Sinnen. Vom Unsinn, vom Schwachsinn, vom Stumpfsinn, vom Blödsinn und vom Wahnsinn. Die 5 Sinne bestimmen das Jahr 2020. Ja, da könnte man so sagen, das habe ich gerade letztens gelesen, das muss ich vorlesen. Ich habe jetzt nicht so auswendig im Kopf, ich bin nicht so der gläubige Leser, sondern eher der Leser, der hinter die Sachen schauen will. Ich lese da, Gott ist nicht tot. Er ist nur beim Wort zum Sonntag eingeschlafen. Ja, Gott kann man als das oder dies oder jenes sehen. Ist jedem freigestellt, wenn er schließlich den freien Willen. Ich sehe es für mich so als grosser Geist, als All-Eins, als Multiversum. Wir sind da mittendrin. Wir sind so das Bärtierli vom Multiversum. Wir können einfach nicht so lange überleben wie das Bärtierli. Und ohne Sauerstoff schon gar nicht. Ja, und da sind wir wieder beim Sauerstoff. Unsere Hirne da, die da rein sind, da haben 2 Hälften, eine linke und eine rechte. Vielleicht ist es jetzt bei euch umgekehrt. Ist ja gleich. Ja, die linke ist eher so für das sogenannte logische Denken, das naturwissenschaftliche Denken, Mathematik etc. und so zuständig. Also wenn es ums Rechnen geht, beim Denken. Und die rechte Seite, das ist eher die Seite, die dann eben in der Fantasie ist, in der Kreativität, eher Geist verbunden ist. Die andere Seite ist mit der Logik verbunden und die rechte Seite ist in meiner Sicht mit dem Geist verbunden. Und ich bemerke etwas. Und das merkt man den Leuten an, wenn man mit ihnen zusammensitzt oder wenn man ihnen zulässt oder wenn man sie sieht, wie sie sich geben. Und so, man merkt ihnen wirklich in den meisten, nicht immer, aber in den meisten Fällen an, in welcher Hirnhälfte dass sie mehr daheim sind. Keiner ist nur in einer daheim, außer er hat nur noch einen. Wobei dann ist die Natur das, wo dann das auch wieder teilt. Wenn es nicht so wäre. Keiner ist nur in einer daheim. Also jeder weiss, was Fantasie ist. Der verknöchertste Typ weiss das. Und er kennt das auch in sich, er wagt es nur nicht zu leben. Und die Angstvollen so nicht. Also die haben vielleicht schon auch eine Fantasie, aber die ist völlig falsch gesteuert. Da ist ein Signal aus der linken Hirnhälfte, wo falsch kommt in die rechte. Und so kann keine fruchtbare Kommunikation stattfinden in sich selber. Geht gar nicht. Ist nicht möglich. Und da merke ich einfach, dass die linke Hirnhälfte etwas verloren hat im Jahr 2010. Nein, eigentlich schon vorher. Schon vorher, die ganzen Jahre schon. Also ich kann mich so an so viele Klagen erinnern, die ich da gemacht habe öffentlich. Und es ist schon Jahrzehnte. Aber jetzt ist es extrem und zum Punkt gekommen. Zum Punkt gekommen. In dieser linken Hirnhälfte sollte der gesunde Menschenverstand daheim sein. Das ist etwas, ja, jeder kann denken. Jeder kann im Herz spüren. Und jeder kann im Bauch fühlen. Und wenn man das alles zusammennimmt und das im Einklang hat, also der Kopf, das Herz und der Bauch im Einklang hat, dann stimmt's. Und dann kann man es weitergehen, dann kann man austauschen, auch innerlich. Vorher stimmt's noch nicht. Und dann hinterfrag. Gibt's einfach gar nichts anderes. Wenn du mit dir willst sorgsam umgehen, ist es deine Pflicht, die Sachen zu sehen, die sind, nicht die du meinst oder die du gerne hättest, die sind, jetzt. Nichts anderes. Und da sind vor allem ihr alle, die Masken tragen, egal aus welchem Grund. Alle. Ausser die wirklich septisch, also jemand, der septisch ist oder offene Wunden hat, müssen gerade betreuen oder eine Operation, so klar.
Keine Diskussion. Alle anderen, die in der ÖV, auf der Straße, in den Läden, in den Restaurants teilweise noch, auf dem Velo etc. Maske, ist egal wo, Maske trägend. Alle haben den gesunden Menschenverstand irgendwo unterwegs verloren. Alle. Das ist kein gesunder Menschenverstand, wenn man sich sagt, ja, dann lege ich sie halt an, damit ich keinen Buss muss zahlen. Na, habt ihr eigentlich einen Vogel? Ist es so billig, um euch über den Tisch zu ziehen? Was da passiert mit dieser Maske? Ich sage es jetzt nur und nur und nur. Ich wiederhole mich 1000-mal, wenn es muss sein. Bis es endlich kapiert. Es ist so. Nicht, es könnte so sein. Es ist so. Wer so einen Lumpen anlegt, egal aus Stoff oder Plastik, das ist egal. Nach 30 Sekunden geht eigentlich der Alarm los. Ab dann hast du zu wenig Sauerstoff. Und dann mach doch mal einen Test da. Da, bei diesem Finger. Bei diesem Fick-Di-Finger. Weil es fickt dich dann wirklich, wenn du es siehst. Dein Sauerstoffgehalt geht massiv runter im Blut. Da kannst du ihn messen. Es gibt Geräte dafür. Da. Es gibt Berufsschüler, die müssen 8 Stunden im Tag in die Schule. Und die haben während dem ganzen Schulbetrieb, ausser Pause vielleicht nicht, haben sie Maskenpflicht und müssen sie anhaben. Es gibt Länder, wo sogar Kinder das anhaben müssen. Wenn zu wenig Sauerstoff ins Blut kommt, kommt zu wenig Sauerstoff ins Hirn. Und das Hirn kann nur richtig funktionieren, wenn es genug oder genügend Sauerstoff überkommt. Also könnte man jetzt wirklich einmal glauben, wenn ihr es schon nicht wüsst. Das könnte man glauben, weil ich bin ein Lungenpatient. Seit 12 weiss ich, kenne ich den Apparat. Seit 12, ich bin heute 63. Es ist so. Man kommt viel zu wenig Sauerstoff über. Das ist der erste Punkt. Und dann kann man eben an diesem Finger messen mit einem Gerät. Ihr müsst dann einfach eine bestimmte Zeit, ein paar Stunden auch anhaben. Und dann könnt ihr es sehen, wie die Wirkung kommt. Und was dann passiert, ist, die Hirnleistung nicht ab. Man hinterfragt noch weniger, als man vorher schon hat. Und was eben auch noch passiert ist, du wirst so Dreck schleudern. Du bist der Gefährder für die man schützen sollte. Du, der die Masken anlegst. Du. Nicht die keine anlegen. Du mit der Maske. Du hast den Lumpen da. Und du schnaufst aus. Und es geht nicht alles CO2 weg. Du hast immer CO2-Rückatmung. Und du hast Bakterienbildung, und zwar sehr schnell. Es wird sehr schnell feucht. Und es gibt sogar Leute, die husten rein, die nüssen rein und haben dort den Schnuten rein, teilweise, also wirklich grusig. Und eben viele sieht man schon mit total feuchten Masken. Das ist unglaublich. Das sind Bakterienschleudern. Und das schnaufen dort da raus am Rand, da raus, sogar an euren Augen vorbei. Oder? Also, das tut ihr euch selber keinen Gefallen. Und da unten raus auch noch. Also es gibt so viele wirklich Wirkungen mittlerweile, die schlimm sind, wenn man die Teile anhat. Mit der Haut zum Beispiel auch, Herpes etc. und so, all das. Ihr macht euch krank, ihr, die Masken anhaben. Und ihr macht die noch kränker oder tun denen noch schlechter, die ihr eigentlich schützen wollt. Ich habe heute wieder ein Erlebnis gehabt. Es ist dann halt live is live. Und ich bin dann halt sehr direkt. Und wenn mir dann einer so kommt, komme ich auch. Ja, ich bin unterwegs, ohne Maske. Ich kann aus gesundheitlichen Gründen keine anlegen. Und ich würde sie auch nicht anlegen, wenn ich sie müsste. Ich würde sie nicht. Das ist, ich sage das, Kondukteure,
etc. jeweils. Und das ist gar nicht immer gut gegangen. Heute war keine Billetkontrolle, also kein Kontrollentzug. Aber Leute, die mich dann angesprochen haben, oder? Und einer hat dann gefunden, aha, ein Covidiot. Und dann habe ich, und das, der eine, oder, hat sich dann herausgestellt, schon voran, er hat an der ETH Zürich studiert. Oder? Er sei Wissenschaftler. Er hat gesagt, ja, gut, ist ja schon recht. Und er sagt mir dann noch ein Covidiot und auf das aber habe ich dann gefunden, du bist neben, dann habe ich das Wort gebraucht mit einem ganz grossen A. Aha. Wissenschaftler. So begrenzt. So. Die Leute, alle, 99%. Also wir sind die Einzigen gewesen, sorry, Carlos ist auch nicht mehr klein. Und wir sind die Einzigen gewesen, ohne. Im ganzen Zug. Wie fast immer. Gibt manchmal Ausnahmen mit der Bahn. Das ist furchtbar. Es ist wirklich das Jahr der 5 Sinne, die ich aufgezählt habe. Es ist das. Die Menschen merken das nicht mehr. Sie haben zu wenig Sauerstoff und sie können es darum nicht mehr merken. Und wenn man es ihnen dann sagt, nützt das eigentlich fast nichts mehr, weil sie haben so viel zu wenig Sauerstoff, dass es nicht mehr ankommt. Sie wehren es gerade ab. Sie haben gerade Angst. Wegen dem Bus, wegen dem Virus, wo es so nicht gibt, wie sie meinen, ganz anders gibt. Nein, sie wollen dann auch gar nicht wissen, was das alles soll. Nein, der Bundesrat hat gesagt, und das ist schon Liebe sich. Ist er eben nicht. Ist er gar nicht. Das, was wir heute als Bundesrat haben, das ist ganz klar und deutlich zu benennen als Landesverräter. Ich kenne jetzt gerade einen, der drei, wo ich kann sagen, ja, das ist gerade so eine Gratwanderung. Aber die anderen sind alles. Und zwar pure Landesverräter. Und der eine, der die Gratwanderung macht, der tut sein Maul auch nicht auf. Wegen dem Prinzip vom Bundesrat, den er schon immer so pflegt. Nein, ist jetzt nichts mehr, um da jetzt das Maul nicht aufzumachen. Das geht gar nicht mehr. Das ist eine Diktatur, die wir haben. Und für etwas, das nicht gerechtfertigt ist. Punkt. Wir müssen gar nicht weiter darüber diskutieren. Lange schon. Wir können nur Zahlen anschauen. Lange. Ich muss noch etwas auf den 29.08. hinweisen. Das ist für mich da schon noch von Bedeutung, weil das müssen alle wissen. Das müssen wirklich alle wissen. Wenn ich so jetzt rundum so mitbekomme, ist am 1 schon in Zürich auf dem 6-Leuten-Platz Besammlung so quasi. Und am 5 dann im Helvetia-Platz. Und das wird dann irgendeinen Weg geben. Den kenne ich jetzt auch noch nicht. Was ganz dringlich ist, was ich gehört habe aus meinem Umfeld, ist, dass die Polizei extrem wird auf die Maskenpflicht schauen. Ich rufe dazu auf. Und auch wenn es da gesperrt wird, ist es am anderen Ort wieder drauf. Und wenn es nötig hat, mich zu sperren, ja, dann halt. Ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen. Ist ja schon verrückt. Und all diese Tricks mit den Abozahlen, mit den Aufrufzahlen, mit den Gefällt mir Zahlen, hast schon gefällt mir, bevor du Aufruf hast, solche Zeug, oder einfach, es geht dann wieder zurück, oder, ja. Nein, ich kenne doch das Ganze. Und das kennen einen Haufen andere, die so arbeiten wie ich, oder ähnlich. Kennen das auch? Das ist Zensur. Und das nehmt ihr ja nicht einmal mit über, ihr Menschen, die da eben mit den Masken unterwegs sind. Die meisten nicht. Einige haben es schon. Das sind dann die wegen der Bus die anlegen. Viele von denen. Ich finde das nicht richtig. Ich finde das nicht aufrecht. Nur so können sie es überhaupt durchziehen. Ich würde vorschlagen, eine Empfehlung. Sagen wir, es ist kein Aufruf, sondern es ist eine Empfehlung. Erstens
würde gleichzeitig zu einem Livestream, wenn man irgendwie Produktionen macht und das live wird übertragen, auch ein Backup haben, das nicht auf dem Netz ist. Also das heisst, eine andere Kamera, die auch noch filmt, die auch dabei ist, die aber nicht übers Netz läuft, die nachher auf der Harddisk ist. Ich vermute, dass sie den Mobilfunk extrem stören werden, weil es wird viele Leute geben. Es wird viele Leute geben in Zürich. Sie werden den Mobilfunk ziemlich sicher stören. Ich würde vorschlagen, nehmen wir eine Blechbüchse oder Aluminiumfolie, tönt das Telefon abstellen, bis ihr auf dem Platz sind, mindestens. In Deutschland ist es so, dass 100 Kilometer vor Berlin bereits angefangen wird zu tracken, um zu schauen, wie viel das da kommt. Das kann bei uns auch sein. Und dass wir das ausschliessen können, würde ich empfehlen, das Handy entweder in eine Blechdose abgestellt, also eine Aluminiumdose, wenn es geht. Und, wobei ich habe so eine gemischte und das funktioniert auch. Und sonst in Aluminiumfolie wickeln. Auf dem ganzen Weg. Man muss sicher ab Zürich zum Beispiel, ab Bern, wenn man einsteigt auf Zürich, abstellen. Flugmodus, lange nicht. Lange nicht. Abstellen, lange nicht. Einpacken in eine Dose und in Folie. Ja, und alle die jetzt irgendwie einen Witz machen mit Aluhut, die können es selber anlegen. Sie können es ja testen und prüfen, es funktioniert. Das ist mal das. Die weitere Empfehlung würde ich geben, nehmt alle eine Maske mit. Wo müssen? Die einen Attest haben, ist schon gut. Kommen wir mit dem Attest. Alle anderen nehmen eine mit. Und sobald wir genug sind, kann man sie auch abziehen. Und wenn man genug weit auseinander ist, kann man sie auch abziehen. Und bei uns gilt ja 1,50 Meter. Das sollte am Anfang sicher möglich sein. Ja, ich empfehle das einfach so. Das ist nichts aus der Organisation, ich gehöre nicht dazu. Das sind andere Leute, das sollen auch andere Leute machen. Ich möchte die Empfehlung einfach weitergeben, in Breite, dass man auf das schaut. Es gibt ja vielleicht noch andere Ideen, die da auch funktionieren, oder? Ich habe längstens nicht alles. Aber das finde ich jetzt zwei grundsätzliche Dinge, die man beachten sollte. Das Handy abstellen in eine Dose oder in Folie, wickeln, und zwar wirklich wickeln, also vorne, hinten, überall zu. Niemand darf etwas rausschauen. Dann Maske mitnehmen. Und allenfalls, wenn es eng wird am Anfang, vielleicht kurz anlegen, die wollen. Es wird deutlich werden, hoffe ich, auf dem Platz. Und ich hoffe auch, und das, nein, ich hoffe nicht, ich denke jetzt einfach mal gut dran und ich will auch meine Welt visualisieren. Ich bin am Arbeiten in der Logik und im Geist. Und das sind ihr auch, wenn ihr wollt. Alle. Das ist uns gegeben, uns Menschen. Und nur so können wir wachsen. Und da möchte ich gerne einen Aufruf da platzieren für alle Polizistinnen und Polizisten in Zürich. Erstens, alle Polizisten, die von irgendwoher kommen und nicht aus der Schweiz sind und irgendwie innerlich irgendeinen Groll haben gegen weisse Menschen oder gegen weiss auch nicht was, keine Ahnung. Und durch das eine grössere, das hat es in Deutschland gegeben und das kenne ich in der Schweiz genauso, wo eine grössere Gewaltbereitschaft haben, den Menschen dann gegenüber. All die müssen jetzt einfach mal ganz klar wissen, dass sie persönlich und so ganz direkt drankommen. Wenn irgendein Vorfall ist, die kann man nur so aufmerksam machen. Alle anderen vernünftigen Polizisten, die einfach einen Befehl befolgen, wo sie meistens wahrscheinlich denken, dass der schon richtig ist. Aber einige schon wissen, dass da extrem viel nicht mehr stimmt. Und eben mit diesen 5 Sinnen da in Verbindung steht.
Nutzt euren gesunden Menschenverstand. Werdet euch bewusst, für wer das ihr schafft. Schafft ihr für euren Chef? Schafft ihr für den? Nein. Ihr schafft für die Bevölkerung da. Das ist es. Und wenn ihr das nicht könnt, müsst ihr euren Job einfach einen Nagel hängen. Und wenn ihr es macht, für die Bevölkerung da zu sein, dann schliesset euch uns an. Friedlich, frei und gesund. Und zwar da, da und im Bauch kommt es dann auch. Ich fordere die ganze Polizei auf, da wirklich fürs Volk jetzt zur Stimme zu werden. Das geht so nicht weiter. Wir sind in einer Diktatur gelandet. Es ist ungerechtfertigt. Wir sehen das alle in den Zahlen. Der Bundesrat hat schon vorausgewusst. Das weiss die Polizei auch. Was WEF macht, weiss die Polizei auch. Und wenn man die Köpfe dann in den Positionen einfach platziert hat, muss man die selben Köpfe jetzt einfach wegbringen. Denen muss jetzt einmal gekündigt werden. Nicht, wenn jemand mal aufsteht und einmal das Maul öffnet und danach hat er keinen Job mehr. Das ist praktisch bei allen so passiert. Bei Wissenschaftlern, bei Politikern, bei Medienschaffenden. Egal wie. Und nein, bei den Ärzten ganz zum Schweigen, oder? Also wir da in der Schweiz haben ein ganz krasses Beispiel, oder? Mit dem Thomas Binder, oder? Wo sie dann abgeholt haben. Wirklich, wenn ein Terrorist, oder? Schwer bewaffnet, holen sie den ab und führen den einfach ab in die Psyche. Weil er einmal deutlich geredet hat und er hat den Fakten auf den Tisch gelegt. Aber er hat eine Armee voll für daheim gehabt, weil er halt in der Armee eben auch war. Und darum hat man eben auch, das hat man in der Schweiz, die Waffen daheim. Und das war dann Grund genug für die Terroreinheit, ihn abzuholen. Wie grusig muss man denken, dass man solche Aktionen überhaupt macht? Ich meine, wenn ich Polizeichef wäre, mir läutet einen an, sieh, da ist ein ganz gefährlicher Arzt, und der ist bewaffnet. Ja, er ist bewaffnet. Okay, was hat er denn für eine Waffe? Ja, Pistole. Und dann, wie heisst er denn? So geht das weiter. Und dann geht man das anschauen. Das ist ein Arzt. Da war noch nie irgendetwas gewesen. Und ja, da ist in der Armee das und das gewesen. Sieht man ja alles. Tutti Quanti, kann man alles nachschauen. Ist nie aufgefallen in dieser Hinsicht. Okay, dann gehen wir mal vorbei. Gehen wir mal klopfen. So läuft das, oder? Normal. Dann hätte man miteinander diskutieren. Nein, das ist schon alles vorbereitet gekommen. Geht mit einer Ärztin. Zack, bumm. Psyche. Nein, geht nicht. Jetzt, wir sind im Jahr von diesen 5 Sinn, von diesen wahnsinnigen Sinn. Wir sind in diesem Jahr gelandet. Und da bist du, der Masken anlegt, mit dabei, dass das überhaupt gelingen kann, dass wir nicht mehr zum gesunden Menschenverstand finden können. In der Mehrheit. Ihr müsst euch bewusst werden, dass ihr die sind, wo die schädigen, wo man schützen soll. Und ihr die sind, wo das möglich machen, was da im Hintergrund durchgezogen wird. Nämlich das Einrichten von der Weltdiktatur. Wo wir schon seit, ich weiss nicht wie lange, schon davon erzählt. Aber wir sind ja immer die Spinner. Noch heute. Wie der andere von der ETH, heute im Zug, Covidiot. Ich habe dann angesagt. Jetzt kommt auf den Boden. Tönt euch den Gefallen. Wollt ihr leben, weiterhin? Oder wollt ihr ein Sklavenleben? Wollt ihr es wirklich so haben? Dann machen es so. Aber dann lasst die, die es nicht haben wollen, in Ruhe und geben ihnen das Land. Den Teil, den sie verdienen können, den sie im Prozentmässig haben. Können wir die Schweiz aufteilen? In Covidioten. Wer sind Covidioten? Also wenn man es genau anschaut. Es
Es ist eine grässliche Art von Spaltung. Und sie funktioniert so hervorragend. Ich habe so etwas noch nie erlebt im Leben. Wirklich nicht. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der so etwas erlebt hat, ausser er ist in einer Diktatur, die heftig war, am Leben gewesen, die noch heute lebt. Solche Erlebnisse hat man nicht gehabt. Also Menschen, die schon ein Bewusstsein hatten, 1933, die wissen, von was sie reden. Ja. Oder Menschen, die Mao... Ja gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig, dass da noch Menschen im Leben sind. Ich meine, der hat über 60 Millionen Menschen auf dem Gewissen. Und jetzt geht es darum, dass man eine Weltdiktatur einrichtet in seinem Stil. Wachend auf. Echt, wachend auf. Es ist tatsächlich so. Ich mache mich da fast täglich zum Aff. Für viele. Wirklich. Ich bin mir nicht schade. Nein, ich bin mir nicht schade. Ich bin Vater und ich will das selber leben. Ich habe Freude am Leben. Ich lebe gern. Und das, was ich da jetzt durchziehe, das geht nur in Richtung Ableben. Es geht nie anders hin. Also, noch die kurze Lesung. Ich hoffe, ich bin mir so gewöhnt, hoffen zu sagen. Nein, hoffen ist ein trojanisches Pferd. Oder Büchse von der Pandora, möglicherweise sogar. Ich möchte wirklich gut denken, gut spüren und mich gut vorbereiten. Auf den Tag in den Frieden kommen, in die Ruhe kommen, dass wir wirklich voll take it easy. Dass wir cool drauf sind und uns nicht provozieren lassen. Also ich bin jetzt wahrscheinlich einer, wo man schnell könnte provozieren. Ich werde mich an diesem Tag hoffentlich ein bisschen zurückhalten, einfach klare Worte in der Ruhe. Aber ich lasse mich schon noch oft rasch provozieren. Ja. Aber ich komme dann aber gerade auch aus dem Busch raus. Also das müsst ihr natürlich dann schon wissen. Jetzt geht es um den kleinen Text. Es ist ganz ein kleiner Text. Ich möchte ihn einfach gerne vorlesen, weil ich finde ihn hervorragend und eigentlich sollte man ihn... Ja, man kann ihn ja kopieren. Ich setze ihn unten in die Videobeschreibung. Ich lese ihn vor und er ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr ihn dekopieren, wenn er euch passt, dann können weitergehen an Menschen, die noch nicht wissen oder wenig wissen oder nicht wollen wissen oder wo ihr einfach das Gefühl habt, was stimmt. Ja, ich möchte einen Text vorlesen, den ich heute gehört habe, von einem Menschen, den ich sehr liebe. Ich wollte ihn anonym halten und ich finde, der Text ist in besseren Worten geschrieben, als ich manchmal mit meiner direkten und ich bin manchmal hart urteilend oder beurteilend. Ich bin nicht urteilend, ich bin beurteilend, aber manchmal ist es hart. Und ich kann Menschen verstehen, die dann nachher abstellen und finden, oh nein, muss ich gar nicht haben. Ja, kann ich. Ich bin einfach deutlich. Punkt. Nichts anderes. Ich möchte jetzt hier den kleinen Text vorlesen. Vielleicht gibt er auch etwas ins Bewusstsein. Vielleicht könnt ihr einfach mal üben, dass ihr noch ein bisschen mehr Sauerstoff wieder rüberkommt ins Hirn. Und dann gebt euch bitte die Zeit und könnt euch anders informieren. Das ist ganz furchtbar. Wenn ihr in einem System hineinhockt, wo ihr gar nicht bemerkt, dass ihr reinhockt. Das ist schlimm, wirklich. Und dass ihr das jetzt nicht sehen könnt und mich natürlich als der anschauen, der hat ja irgendeinen Schaden im Kopf oder so. Das kann ich sogar noch nachvollziehen. Ich bin ja so aufgewachsen. Kennt doch das? Jetzt hat es sich zugespitzt, jetzt ist der Zug abgefahren und jetzt gibt es nichts mehr zurück, wenn man jetzt nicht aufsteht. Also, nun zu dieser ganz kleinen Lesung, wo etwas so Grosses, so gut, so klar verständlich und ich glaube sogar, man braucht nicht einmal so viel Sauerstoff, dass man es verstehen kann, überbringt.
Und das verstehen jetzt auch die sonst nur Schriftdeutsch reden oder losen. Das verstehen jetzt auch die Schriftdeutschkundigen. Liebe Freunde, liebe Bekannte, wir leben in einer sehr spannenden, brisanten Zeit. So wie ich es sehe, ist es an der Zeit, unsere Stimme zu erheben. Wir stehen kurz vor der Diktatur. Die Zeit läuft uns schon fast davon. Wer mich kennt, weiß, wie lange ich schon vor den Folgen des Kapitalismus warne. Das, was wir schon des Längeren haben, ist eine Konzerndiktatur. Was jetzt in unserem Land und weltweit passiert, ist nicht die von den Medien gepushte Pandemie. Nein, was wir haben, ist eine Plandemie. Die komplett übertriebenen Maßnahmen werden unsere Wirtschaft in den kompletten Ruin treiben. Der zweite Lockdown ist geplant. Er soll kommen. Wenn du möchtest, informiere dich und leite Folgendes weiter. Bleib gesund, achte auf dein Immunsystem und ganz wichtig, verzichte aufs Maskentragen, denn damit schwächst du dich und du bist eine Drecksschleuder für alle um dich herum. Vielen Dank für euer Interesse und vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für euch selber und für die ganze Welt. Das kann man so sagen. Habt eine gute Zeit.